So, hallo, da ist wieder der Simon und macht weiter mit Episode 3 bei Witcher The Wild Hunt. Okay, was sind wir letztes Mal gewesen? Wir sind bei der Kräuterdame und haben ihre Quests fertig gemacht und haben jetzt die Beute für den Greif geholt. Oder halt die Lokteil. Wie hat das geheißen? Kreuzton, genau. Das haben wir geholt. Jetzt in dieser Episode werden wir uns mit Miroslav abschlagen und schauen, was er uns zu sagen hat über die Greifenattacke. Jetzt haben wir was? Fragen den Jäger nach dem Fundort der Leiche. Jo, machen wir gern. Aber ich kann echt hier rumlatschen nicht. Ein bisschen chillen. Ein bisschen gegen Dämmerung laufen. Was läuft da hinten? Das komische Geräusch. Witcherwelt. Also, ist nicht so weit weg, darum säckeln wir jetzt die Strecke. Und unser Pferd plötzlich nicht zu uns reden, dass es nicht so viel Sinn macht. Meine Fresse an. Schau das an. Schau das an. Schau die Lichter an. Wie schön das ist. Wäre doch nur die Welt nicht so schrecklich. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Okay. Ja, ist wirklich niemand drin. Gut, jetzt müssen wir natürlich seine Fährte finden. Ah, da ist es. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Und natürlich mit unseren Witcher-Senses, mit unseren Hexersinn, folgen wir den Fußstapfen vom Jäger Miroslav. Und ja, das ist irgendwie auch ein bisschen gefährlich, wenn man doch nur auf den Boden schaut. Das sollte man nicht so unvorsichtig im Wald umstreuen. Okay, Miroslav, da bist du. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Nein, was ist es? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, sag. Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Oh, bitter sich. Aber kannst du anders machen in der Welt. Hast eh alles im Scheiße, nicht? Du musst irgendwie... Optimistisch kannst du ja nicht sein. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Ja, sicher. Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Wieso würde es mir noch was ausmachen? Warum nicht? Schlachten Sicher. gehört zu unserer Der Greif läuft hier nicht weg. Berufsbeschreibung. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind zu spät. Noch ein Angriff. Ja, was? Ja, wo wartest du? Oh, danke! Oh mein Gott. Die Hunde sind wie von Resident Evil. Was ist das? Was? Ey, was ist da? Nicht schlecht. Stirb! Was ist mit den Hunden los? Das sind doch keine Hunde mehr, das an. Die sind so wie Resident Evil Dinge aus. Mutierte, experimentierte Hunde. Ja, Miroslav, wo bist du? Ah, da. Und wen hast du jetzt?
Kollege von dir. Sieht so aus. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Ja, wir müssen echt ein bisschen Empathie, wenn wir Bevor das sie schon mich aus zeigen. dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, komm, Sex. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Okay, für das gibt's keine Heilig. Oh mein Gott. Was sagen wir jetzt? Es tut mir leid, Gene. Es tut mir leid. Ich will Empathie zeigen. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Ja, Der so ein paar. Greif. Weißt du etwas über ihn? Sollte Oh, man, nicht viel. sollte man Gehört öfter nicht zu so meiner üblichen Beute. Zusatzoptionen Du, aber ausprobieren. zusammen. Erfahrst du Schon so deine Überlebensinstinkte interessante sollten dich Sachen. aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Ja, komm. Mach's. Nicht sicher. Es laufen wir noch bis am Morgen. Ah, das ist so wie ein Ding, ein Switch. Ah, okay. Gut zu wissen. Du kannst jetzt echt ansitzen, malen. Echt malen hier. Echt geile Szenerie hier. Aufzeichnen. Komm mir das Lauf, zeig was. Zeig mal was ist. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Man hat schon wieder die Optionen, um eins auf Ultrapatriot zu machen. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Aber wie schon gesagt, halt für in meinen Augen halt, macht es für einen Hexer nicht so viel Sinn, so sehr patriotisch zu Die sein. Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Dann werden sie auch so spielen. Was ist das mal? So blutrot, verlauft. Jetzt Legolas da wieder sage ich, heute Abend ist Blut gegossen worden. Ja, und was er stimmen wird, weißt du? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Mhm, sehen wir es noch. Da hat sich der Greif aber vergnügt. Ah, da haben wir Fußspuren. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Gut. Dann folgen wir doch den Spuren, oder? Jetzt müssen wir noch säckeln. Oh. Okay. Ja, folge den Spuren. Mal weiter rauf. Jawohl, da hat es auch Spuren. Ja, ja. Bitzli.
immer kommen wir ein bisschen näher. Der Greifen, wo wir doch da so schön suchen. Okay, jetzt da jumpen. Wow. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Was haben wir da? Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Oh. Da wird gefunden hier. Oh, cool. Ein paar neue Sachen, die man wahrscheinlich könnte verwenden. Ich schaue gerade jetzt mal. Wie sieht es aus? 28, 34, ja. Jetzt tun wir durch Mountain und der das ist Vertrüstung. Scheiße. Nee. Den habe ich auch gemountet. Ich gerade schauen. Ah nein, den habe ich nicht gemountet. Stimmt, ich muss ja, die Quest muss ja noch ein Ding aktiviert sein. Damit ich das anfangen kann benutzen. In Theorie habe ich... Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Ja, jetzt machen wir eins auf Sherlock Holmes und untersuchen doch... Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Right, wir haben alle Informationen, die wir gebraucht haben. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Okay, jetzt haben wir fast alles, was wir brauchen, um mit der Intro-Sequenz mal ein für alle Mal Schluss machen. Ich schaue gerade, ob es da nochmal etwas Interessantes hat. Ah, da hat was. Was leuchtet so komisch? Es tönt so komisch. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Okay. In dem Fall nichts Besonderes wichtig da zu haben. Gut, in dem Fall waren wir doch einfach zu Wesemir gehen. Aber ich würde das Tageslicht machen, weil das in der Dunkelheit umdingeln. Gefällt mir jetzt nicht im Moment. Oder ich frage mich, ob es gegen Mitternacht genug Licht ist vom Mond her. Ja. Ja, nicht schlecht. Für andere Atmosphäre. Gut. Windet doch so schön. Das ist recht geil, wie sich die Bäume da bewegen. Das macht es richtig realistisch. Ja. Ich kann fast den Wind fühlen. Ah, warte. Jetzt check ich, was für Sound das ist. Das ist... Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Fast verpasst. Muss sich halten. Ja. Was ich gerade auch realisiere ist, wir könnten ja Ding machen. Wir könnten ja Level-Ups machen da. Wir sind ein Level aufgestiegen. Oh, sogar 2. Cool, was ich da machen werde, ich bin eher der Kämpfer-Typ. Darum werde ich da das Zeug hier aufbauen. Das ist immer nützlich. Vielleicht werde ich das Zeug auch hier an positionieren, damit sie aktiv sind. Gut. Ja, mit der Zeit werden da natürlich unseren Charakter weiter ausbauen. What the fuck? Ja, das schmalt nicht, das ist verrecken oder? Oh, der ist noch recht weit weg. Das macht Sinn, wenn wir Plötze rufen. Oh, Plötze! Ist doch gerade da. Super. Und dann
reiten wir doch davon. Weiter so, Plätze. Reiten wir davon zu Wesemir, der auf uns jetzt warten wird. Guck mal, wo bin ich da? Irgendwo im Nord. Okay. Wo? Vielleicht nicht da durch. Okay, da gehen wir weiter. Und da sind wir glaube ich wieder in dem Winter, was auch immer. Und da ist ja der Bar, genau. Guter Mann. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojen. Ja? Was ist denn, Wolf? Ja, da wir doch mit uns mit Wesemir unterhalten. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Blödsinn, hau ab! Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Du musst gerade auf Ist meinem Bild, Alter ja. herumreiten. Was Du laut. bist selbst schon fast 100. Plötzlich du Mund. Vom Bild. Leck mich doch. Aber jetzt passiert Es das gibt da wohl. gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte, wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von 2 Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe alle die Sachen schon geholt. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Immer Statt das einen Gleiche, Experten ja. zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Es ist nicht billig, gerade einen Hexer anzuhören, Mann. Ich verstehe schon die Leute. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Das mit dem Zeugel, oder wie das heißt, ist glaube ich im diversen Buch glaub, vor. Ich glaube sogar der erste Kapitel, ja. Dort befreit er eine Prinzessin glaub, vom Fluch. Und dann... Was ist denn gewesen? Schon lang her, dass ich die Bücher gelesen habe. So, Zeit für die Falle, ja. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Macht der Suchen andere wir Finger. einen guten Ort für einen Hinterhalt. Kahai. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Gut, machen wir doch. Aber bevor wir da an die Position gehen... Wow, wir sind wir langsam. Anders sagt davon. Wenn wir noch da ein bisschen Tag machen, weil in der Nacht mit dem Greif kämpfen. Nicht so viel Spaß. Gut, Alles wird gut. jetzt gehen wir zu der Stelle, wo Wesemir gesagt hat, wir sollen gehen. Was dann? Ist das Wesemir dort? Schau ihn an, ihr Säcklet! Eine Maschine. Oh, eine Maschine. Für sein Alter ist das gut, wenn ich sage. Ich selber kann das gut. Ah, wo ist jetzt Wesemir? Nicht da. Nein, da. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Natürlich. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken.
Sag mal, wenn wir Jennifer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Pontar im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust. Den Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Shit. Das mounten. Vorsicht! Sturzflug! Was? Leck mich am Arsch, komm. Shit, es laut. Nein! Schnell! Schwalbe! Der kann wohl mit so einer Gumpel. Wahrscheinlich Action, wenn ich komme. Ja? Was habe ich da nicht gewinnt? Hau nicht ab! Lass ihn nicht entwischen! Wie gehst du? Komm, Plätze! Lauf, Plätze! Ja. Ja, zu weit kann er ja auch nicht weg. Frag mich, ob ich mit dem Pferd Ding kann machen. Komm, Plätze, komm. Ja, danke. Danke, Plätze. Ich kann mir vertrauen als Ding. Stimmt. Komm, Schutzschild! Aktivier dich! Jawohl! What the fuck? Ja, du kommst schon noch da, ne? Steht mal, komm! Lang. So machen wir es. Falsch schwätzt.
somit hätten wir den Greif auch Nicht erledigt. schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Natürlich. Zum Beispiel. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Ja, sicher machen wir noch was. Jetzt holen wir uns den Kopf vom Greif. Dass er so schön Trophäe ist, dass man uns als Pferd anhängen kann. Jawohl. Der Blödsinn freut sich natürlich so am toten Kopf. Ein hängen zu haben. Und ja, damit hätten wir auch den Greifen-Quest gemacht. Weißt du was? Ich gehe lieber da mit dem Schnellreisen-Ding da. So. Reiten wir noch zu lang. Wo ist das gewesen? Ja, da, Nilfgaarden Garnison. Eine Garnison ist das, nicht ein Stützpunkt. Ein Garrison. Heil, Herr Ser! Wir lernen auch immer wieder neue Wörter dazu. Ist doch schön, wenn man so beim Gamen ein bisschen Literater wird. Ein bisschen gescheiter wird. Ein bisschen den Wortschatz kann ein bisschen aufpushen. Ja. Was zum Teufel ist das? Ron, Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Knutenhiebe. Bei den Göttern. Nein! Ja, Hauptsache sie killt dich nicht. Bist doch froh. Was? Keine Freunde hat man. Ja. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Jennifer hin? Nach Wysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Kinder. Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Sure. Ey, ich würde jetzt sicher nicht eins auf Ding machen, da. Vor allem noch so viel Arbeit. Ja. Das Geld habe ich noch verdient. Okay, dann muss ich noch Level Up machen. Natürlich, dann das ein bisschen aufpushen. Ja. Gut, und ja, damit kommen wir auch zum Ende von unserer Episode. Ich bringe jetzt einfach. Kann man da zuschauen, wie das peitscht wird? Nur Neugier. Wo macht's? Wo wird er auspeitscht? Mach Platz! Schieber kann man nicht zuschauen. Schade. Naja. Aber wir lernen euch natürlich einen wunderbaren Blick zurück. Und so verabschieden wir uns von der Episode. Danke fürs Zuschauen. Simon da. Simon da. Das Video wird nicht so machen.